wird das Richtige erkennen. Ich denk nämlich gar nicht, ich dusch mich jeden Tag. Man würde stinken, dann fisch ich doch mal den Tag. Oh nein, ich will auch nicht nur Reis fressen. Manchmal will ich auf der Bockwurst wegen das reinstecken und dein Gewiss nicht verstringt. Das ist für mich gedacht, siehste, jetzt hab ich in deine Welt etwas mitgebracht. Ich greif dich nicht an, ich reich dir die Hand. Bitte hör auf meine Worte, saug sie ein wie ein Schwamm. Denn es ist leicht zu sagen, Nazis raus. Doch jeder Mensch kann sich verändern, ich auch Nazis auch. Und ich sag, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Fußbier und Party, Thorsten und der Party, wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Magazin, Origami, ich kenn das in meiner Kultur. Kennst du das Gefühl, wenn ein Mensch dich verletzt, weil ein Mensch dich verletzt, obwohl du kennst, bis zuletzt? Oder das Gefühl, wenn dir was Gutes passiert, du für kurze Zeit die Sorgen und die Zukunft verlierst? Oder wenn du verliebt bist, du brauchst dich mal selbst zu sagen. Das Gefühl, das könntest du die ganze Welt umarmen. Ich weiß, du kennst es auch, viel für dich komplett verschieden. Doch du triffst auf den Mann ein und lässt ihn liegen. Und das Schlimmste daran, er war Familienvater. Und nun herrscht bei ihm zu Hause ein Riesendrama. Die Tochter versteht nicht und fragt sie jeden Tag: Mama, sag mir doch, warum ist denn der Papa nicht mehr da? Er hat aber versprochen, er kauft mir neue Schwindbügel. Und das wird Picknick machen gehen bei den Windmühlen. Später wird sie verstehen, was das alles heißt. Doch jetzt steht sie und sagt, die Mama weint. Hey, Mr. Nazi, ich komm auf meine Party, ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Fußbier und Kati, Thorsten und der Party, wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey, Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Magazin, Origami, ich kenn das in meiner Kultur. Es ist nicht leicht, sich mit Einsamkeit herumzuschlagen. Jeder Mensch will doch Gleichgesinnte um sich haben. Und ehe du dich versiehst, bist du im Freundeskreis, in dem Moment der Finger auf andershäutige Leute zeigt. Und das kann schnell gehen, das ist keine Lüge. Die meisten Menschen haben irgendwo rassistische Züge. Ich sehe rassistische Lehrer und rassistische Hauptmänner, rassistische Deutsche und rassistische Ausländer. Und früher war ich selbst so ein kleiner Rassist. Und sowas kommt von mir, sind die jetzt wie einfach Rassist? Ja, ich weiß, ihr hört mich immer sagen, ihr habt Zähne und Geld. Doch im Grunde ist mir das scheißegal, ich bin nur netter Kerl. Und jetzt verleicht diesen Wort meine Kraft. Und so lege ich heute alle meine Vorteile ab und sag, ich sehe das mit den Vorteilen viel zu krass. Doch genau die sind der Ursprung für Krieg und Hass. Und ich sag, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich stell dir meine Freunde vor. Das hier sind Fußbier und Kati, Thorsten und der Party, wir haben denselben Humor. Und wir sagen, hey Mr. Nazi, komm auf meine Party, ich zeig dir meine Kultur. Das hier sind Sushi und Technik, Magazin und Origami, ich kenn das seit meiner Geburt. Macht mal Lehrtechnik! Okay, dieses Fuchs, das werde ich definitiv nie mehr in meinem Leben vergessen. Okay, macht noch einmal Lärm für meinen DJ aus Berlin, DJ Stylo! Okay, und einmal Lärm für meinen Mann aus Düsseldorf, Jimmy! Bezaubernde Stimme für die talentierte Lady Jessica G. Und einen ganz fetten Applaus mal für Blumen! Vielen, vielen Dank, Wrestling. Das war wirklich der letzte Song. Später komme ich nochmal aus dem Backstage. Ich trinke jetzt noch ein Brot aus, dann machen wir Autogramme, machen wir Fotos, alles für euch, ja? Ich komme gleich nochmal wieder.